zusammen, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich freue mich extrem, mit euch zusammen ein neues Projekt anzufangen. Und zwar werden wir ein neues Junk Journal machen. Ja, da herrscht natürlich nicht wirklich gerne die Leere auf meinem Arbeitsplatz, sondern da ist alles Zeug, das wir brauchen. Und ich werde euch gerade mal zeigen, wenn wir auch noch mal ein bisschen Platz schaffen, was ungefähr das wir machen wollen. Und zwar so ein Journal in dieser Art, irgend so etwas aus Stoff damals und aus irgendeiner Kartonverpackung. Ja, ich würde sagen, einfach drauf los. Ich habe hier zwei einfach mit einer Collage gemacht, aus verschiedenen Stoffschnipselsachen. Da habe ich noch ein Cluster draufgeklebt, da habe ich noch ein bisschen, bin ich so mit Gesso drüber gegangen. Ich habe das nachher dann angenäht und da habe ich die Bindung versteckt und da ist sie offen. Da könnte man theoretisch auch noch irgendetwas drüber kleben, aber ich finde es eigentlich noch ganz schön so. Ja, so sehen die zwei Journals aus, die ich schon gemacht habe. Da habe ich schon ein bisschen etwas drin. Da ist einfach nur eine Signatur drin. Ja, und ich würde sagen, Achtung, fertig, los! Wir fangen doch einfach mal an. Zuerst müssen wir natürlich hier unsere Verpackung zuschneiden. So, das gibt da wieder ein kleines Schmälleres. Das hier ist eine Herdöpfelstockverpackung. Und das hier, ich weiß gar nicht, oder ist das gleiche wie das? Oh, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, aber ist ja egal. Das wird dann ein bisschen schmäler. Weder die, oder sicher weder das. Also, komm, einfach abschneiden. Einfach abschneiden. Wir brauchen nur das hier. Da lassen wir uns dann noch irgendetwas einfallen, was wir hier machen. Und ich glaube im Fall, ich bin doch sicher nicht so schlecht im von Hand zuschneiden, oder? Probieren wir es einfach mal. Man kann es dann immer noch mit dem Japanmesser schneiden, wenn es jetzt komplett krumm wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht viel schneller. Und wenn man dann sowieso die Rändchen dann noch mit irgendwie Spitzen verziert und Zeug und Sachen, dann fällt doch das nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung. Die anderen habe ich mit dem Japanmesser geschnitten. Und das schneide ich jetzt einfach mit der Schere. Damit ihr mir nicht so lange mit dem Messen zuschauen müsst. Aber hey, schau mal. Das geht doch super schnell, super fix und sieht gar nicht mal so übel aus. So. Jetzt hier könnte man irgendwas einfach so draufkleben. Das ist noch echt blöd. Oder lassen wir das einfach. Wir es einfach sein. Komm, wir lassen es doch einfach. Ist doch egal. So, dann nehmen wir es hinten. Das ist es hinten unten. Ja. Ja, komm. Kommt schon gut. So, aber das stimmt, hä? Gut. Ich habe parat gemacht Stiftlein und ganzen Haufen Geschmäus. Schöne Stoffrestchen. Die hier gefallen mir so extrem. Das sind so Deckel aus der Brocke. Da könnte man doch das Blümchen rausschneiden. Das wäre doch hübsch.
Aber das gefällt mir. Das könnte ich mir so vorstellen. Gut. Dann anfangen limen. Mit was fangen wir an limen? Mit dem untersten natürlich. Und das wäre das hier. So. Ich schmiere da jetzt einfach mal die Hälfte ein. So, leg. Einmal so. Und dann. Da haben wir doch noch ein bisschen ausfranzeln bei diesem Stöffli. So. Und dann den hier. Und dann kommt, ich glaube, der rosarote drauf. Den kann man glaub, nicht so gut ausfranzeln. Ah, der seht ihr gar nicht. Der seht ihr gar nicht. Sagt auch etwas. Sagt auch etwas. Oh Mann. Ich bastel hier und bastle und ihr seht gar nichts. So, wie sind die Blumen? Die Blumen sind, glaube ich, so. Das stimmt schon. Das kann man aber, glaube ich, auch nicht so gut ausfranzeln. Komm, da kann ich ein schönes Eckchen machen. Super. Das ist viel hässlicher Ort. Klein und klein. So, jetzt ist es besser. Ja, fast. So, also, Blümchen. So weit. So, nein, habe ich es nicht da weiter rein gehabt. Ich weiss doch nicht. Aber ich glaube, so. Und das halt. Das muss da drunter. Das muss so drunter. Es hat da sowieso einen hässlichen Fleck. Ich glaube, ich schneide jetzt da noch ein bisschen ab. Möglichst einigermaßen gerade. So. Ja, da kann man ja dann auch noch irgendetwas draufkleben vielleicht. Oder ja, schau, so verdeckt sich es gerade. So wäre es theoretisch. Ja? Also. Dann. So. Genau. Ja, dann kommt das hier nicht zusammen. Und das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es vergessen. Mal so. So, irgendwie so war es. Mann! Mann, wie? Nein, schau jetzt. Zu weit. Kommt das drüber rein? Ich glaube, das kommt drüber rein. Das gefällt da wollte ich gerade nicht. Da kann man noch ein bisschen abschneiden und das schneiden wir jetzt noch ein bisschen ab. Da auch irgendwie so. Das ist mir jetzt gerade gleich, wenn das da so ein bisschen nicht ganz gerade ist. Eigentlich hätte ich doch wollen, dass man die Blümchen sieht. Wie denn jetzt? So.
So, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie so. Das ist auch okay, wenn das ein bisschen verkrügelt ist. Jetzt haben wir da das Tüpfelte gehabt. Tüpfelte. Da ein bisschen ausfranzeln. Das hier müssen wir auch noch abschneiden. So. Und jetzt. Ich glaube so, hä? Ja. Das muss da wirklich bis dahin. Und noch ein bisschen ausfranzeln. So, ist es gut so? Und da auch noch. Jawohl. Ja, ja, das ist gut. Jetzt das. Ich nehme jetzt ein bisschen über noch, damit das da nicht auf der gleichen Höhe ist. Und das ist das okay, wenn wir das hier umritzen? Ja, ich glaube schon. So. Jetzt kommt noch das. Das Rosarote und dann das Braune und dann haben wir es. Das Rosarote und dann das Braune. So, jetzt ist das hier wieder auf der gleichen Höhe. Das wollte ich nicht. So, aber jetzt haben wir es. He? So. Juppie. Das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Da haben wir natürlich genau so gemacht, dass man es nicht umlitzen kann. Wieso? Wieso? Geht es bei dir? Ich möchte das umlitzen. So. Klebt es noch ein bisschen? No, nicht mehr fest. So. Da nochmal ein bisschen. So, jetzt ist gut. Jetzt, doch. Kommt gut. Es kommt gut. So, da nochmal so ein bisschen pro forma, dass es nicht ganz völlig verschiebt. Dann litzen wir doch das um. Ich schneide jetzt da noch ein bisschen ab, dass wir da besser um die Ecke herumkommen. Ich hätte die Ecke noch runden. Aber ja, jetzt ist es so. Es ist, wie es ist. So, da und da. Ich habe natürlich keine Spitze draufgeklebt. 0 Spitzen. Ja, das können wir dann sicher noch ändern. So. Oh. Das muss auch überhaupt nicht perfekt sein. Genau, und jetzt merke ich gerade, das ist natürlich sehr ein fettes Stöffli da. Wäre es gäbig, wenn wir jetzt noch ein Klemmerli hätten.
Und sonst macht es dann auch nichts. Beim Nähen können wir das dann einfach heben. So, wird das hier angeklemmert. Und jetzt diese Seite noch umlitzen. Das ist ja schon viel zu viel Leim. Ja, noch. Da machen wir auch noch ein Klemmerchen dran. Und jetzt hier noch. So, und jetzt hier einfach drüber, oder? Meinst du, das macht etwas? Nein, nein. Nein, nein. Oder müssen wir da noch irgendwie ein Karton rein tun? Dass es nachher beim Nähen nicht blöd rauskommt. Komm, wir probieren es. Ah, ich weiss es doch auch nicht. Einfach probieren. So. Vielleicht geht dieser Weg. Hey, das passt ja wie angegossen. So. Ja, ich glaube fast, das ist ein bisschen besser so. So, da kann ich jetzt das noch abschneiden. Zack. Und da gibt es noch etwas zum Abschneiden. Aber da können wir noch ein bisschen abschneiden. So. Voilà. Das wäre es doch eigentlich schon gewesen. So, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Mama, das ist sehr hübsch. Spitze. Da kann man noch Spitze. Ich habe da die da. Das ist ein bisschen zu quietschig. Vielleicht einfach so ein ganzes kleines Eckchen. Ja, vielleicht so da oben durch, das würde vielleicht noch herzig aussehen. Vielleicht können wir ja das auch noch ein bisschen mit Gesso anmalen, so wie ich es andere gemacht habe. Vielleicht würde es dann noch ganz gut aussehen und also die Sachen, die allzu pink rausgekommen sind, ein bisschen dämpfen, oder wie will man dem sagen? So, da tue ich jetzt noch so ganz ein kleines bisschen Leim, so ein bisschen da. Das hat ja sowieso nicht wirklich, nur so ein bisschen. Ah ja, oh, ich glaube schon. Jetzt habe ich da noch so etwas Komisches. Das ist zwar auch ein synthetisches Teil, aber es ist so ein bisschen altrosa. Das macht es nicht ganz so quietschig. Aber doch, von dem da so ein Streifchen. So. Da würde mir jetzt also noch gefallen. Nur ganz wenig Leim drauf. So. Und umlitzen. Und so. Oh, das ist viel zu dick. Da müssen wir auch noch ein bisschen abschneiden. Ja, kommt schon gut. Dann haben wir noch das. Das finde ich eben wirklich noch recht schön. Jetzt nehmen wir auch von dem noch ein bisschen. Das ist so ein Kreis, den müssen wir mal aufschneiden. Dass wir überhaupt sehen, wo wir sind. So, oder hey, so über die ganze untere Seite. Das ist viel zu viel, hä?
Und da sieht man den Unterteil nicht, das ist ein bisschen schade. Aber dann halt so. Oder so, am Ecken. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Helfen mir doch! Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. So. Ja, komm. Jetzt machen wir das einfach so. Jetzt machen wir das so. So. Es schimmert ja da immer noch ein bisschen durch, das ganze Zeug. Oh, ein bisschen viel. So. 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 Da brauchen wir auch nicht alles. So, also falls es im Hintergrund Knusperle gehört, das wäre also meine Hunde, die da am Knöcheln sind. So. So. Und? Doch. Jetzt habe ich das Gefühl, da fehlt noch etwas. Da fehlt noch etwas. Hallo, es fehlt etwas. Ich muss, glaube ich, noch andere Spitzen holen. Moment. So, also, was haben wir denn da noch? Das ist alles ein bisschen weiss. Also ja, man kann es ja noch einfärben von dem her, so ist es ja nicht. Da, oh, aber weißt du was? Oh. Das finde ich jetzt also gerade hübsch. He? Das wäre doch jetzt herzig. Oder so. 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 Und dann werde ich es gerade dort beim Knick hermachen. So. So, aber also ich glaube, die Bändeli-Sachen, die tue ich nachher dann erst aufkleben. Wenn ich schon alles genäht habe. Das hätte man jetzt bei dem auch können. Aber nein, das ist noch okay. Ich kann es euch gerade schnell zeigen. Da habe ich weiß nicht, ob man es gut sieht, he? Komplett über alle Spitzen und über alles, was ich drauf da habe, drüber rein genäht. So. So, da habe ich immer das ganze Ding so und dann habe ich so im Kreis umgenäht die ganze Zeit. So. Jawohl, da ist alles übernäht, auch zum Beispiel jetzt hier die Spitze. Und die Spitze, da ist auch komplett angenäht. Das ist eigentlich, Mama, das ist schon okay. Und da, bei dem hier, habe ich alles mit Zickzackstich angenäht. Das sieht man gar nicht mehr so richtig gut. Und im Nachhinein habe ich dann noch die Spitzen hier überall draufgeklebt. Mit Heißleim habe ich die dann draufgeklebt. So, und ich glaube, das finde ich fast ein bisschen schöner, weder wenn jetzt hier auch noch überall drüber genäht wäre. Ja, gerade jetzt zum Beispiel bei der, die so recht fein ist. Ja, ich glaube, ich nähe das jetzt mal so. Und nachher kann ich immer noch mit diesen Bändchen hier noch ein bisschen dekorieren. Also, hört jetzt. Jetzt ist es einfach so. Nähen muss ich für mich alleine. Weil das wäre einfach echt kein schönes Erlebnis für euch, wenn ihr das müsstet zuschauen. Und vor allem wäre es auch nicht ganz jugendfrei. Meine Ausdrücke, die ich wahrscheinlich dann wieder brauche, wenn ich da rumfluchen bin, wenn es nicht funktioniert und man die Nadel abbricht und man den Faden wieder rausgeht und in 200 Mal muss wieder einfädeln und so weiter und so fort. Also, kleiner Moment, ich bin gerade wieder da.
So, da wären wir wieder. Ich habe alles angenäht und zwar so überall mit Zickzackstich um alles drumherum. Dann habe ich die ganzen Fäden auf die Hinterseite genommen und alles nicht allzu kurz abgeschnitten, weil da kleben wir nachher dann noch ein Papier drauf und dann ist das alles schön versteckt. So, und jetzt haben wir doch gesagt, jetzt werden wir da noch ein bisschen mit der Spitze irgendetwas machen. Ich habe ein paar verschiedene Sachen vorgenommen. Die hier ist ein bisschen fett. Da haben wir doch irgendwie etwas gesagt. Irgendwie so, haben wir nicht? Oder oben? Nein, ich habe es vergessen. Mal oben haben wir gesagt. Oben hätten wir gerade genau hier, oder bis da zu der Kante. Ist das immer noch so schön? Ja, ich glaube schon. Dann schnipseln wir noch ab. Und meine Heißleim-Pistole habe ich auch schon aufgewärmt. Wow. So. Ja. Genau, nicht so. So. Ja, wie könnte es auch anders sein? Mir ist natürlich wieder mal die Kamera ausgestiegen. Und ich habe frisch fröhlich darauf weiterbastelt. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach schnell, was ich noch gemacht habe. Das da haben wir ja reingelimet. Dann haben wir das noch aufgelimet. Und das. Und das. Genau. Und innen drin habe ich hier noch so ein Verschlussbändchen reingelimet. Und das Rändchen hier rundherum. Genau, das wäre alles. Ja, und unsere Zeit ist jetzt schon wieder vorbei. Ich würde sagen, beim nächsten Mal tun wir dann hier noch ein schönes Blatt reinkleben, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Und machen die Signaturen drin. Und es würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut und wir das zusammen machen können. Bis dann! Tschüss!